Refren, den unsichtbare Coronavirus hat uns die letzten 2 Jahre an der Politik immens beschäftigt. Es war nicht immer einfach, an denen differenzierte Meinungen von den Experten sich herumzufangen. Das ging von einem Extrem an den anderen. Wir an der Politik müssen Entscheidungen hören und noch dann dazu stehen. Wir hatten es von Anfang an nicht den Virus als der ganz echt geholt. Der hat keine Einschränkungen von den Grundrechten akzeptiert, wenn es der Krankheit. Wir sind als allein von Anfang an treu geblieben, dafür auch gegen die Covid-Gesetze gestimmt. Der Ferner hat es ja wel gesagt. Wir haben uns dagegen gestellt, dass das verfassungsmäßig garantierte Grundrechte wieder eingeschränkt werden. Die 27 Covid-Gesetze haben das Freiheit verletzt und dafür haben wir auch mit Nein gestimmt. Da der wohl durch kein Covid-Check, bei denen andere Privatleute ihren Gesundheitszustand müssen überprüfen. Für uns war da mal eine Rotlinie überschritten gehen, die wir so nicht konnten akzeptieren. Es ist wohl nicht zu tolerieren, dass die Regierung Kontrolle über den privaten Raum und Privatsphäre von der Bürger hat, während der ganzen Covid-Situation als Rechtsstaatlichkeit vorgestellt gehen. Rechte wie Identitätsüberprüfung, die bis dato der Polizei vorbehalten waren, haben wir einmal müssen einer Privatpersonen vorgeholt gehen. Wir haben das immer refusiert. Das muss ich noch sagen, es war nicht immer einfach, je nach Covid-Situation das Land, die wir hatten, zu verkaufen. Wir im Endeffekt schauen wir am Prinzip, was unser Land richtig. Und ich meine, das ist das, was zählt, und ich meine, der Ferner hat es schon gesagt, mit den Werten, die wir haben. Viele Betriebe sind an Existenznot getrieben gehen, ohne dass das aus sanitären Gründen nötig gewesen wäre. Denn der Bedauern in langer Zeit nicht unterstützt gehen, und ich will heute wissen, dass wir ihre Statut müssen verbessern. Für Wettbewerb zum Beispiel den kleinen Kommerzialverboten zu schaffen, über die die großen fassen, hier deren dürften ablosen. Dasselbe gilt auch für den Horeca-Bereich. Der Horeca-Sektor war kein Hotspot von Anstechungen und so weiter. Die Restaurants, Kaffee und Hotellerie haben sie sogar aufwendig Material angeschafft, wie zum Beispiel Plexiglas, Manadischer, Kunststoffwurfsperren und so weiter, wie dann trotzdem gesagt zu kriegen, sie müssten zumachen, sie dürften nicht weiter schaffen. Ich habe meinen ganzen Arbeitssektor wieder Mauerfähre gelassen. Viele Leute haben noch ihre Existenz verloren. Corona-Mesuren wären sozusagen ein Teil von unserer Notlösung, mit denen wir auch nicht mehr zum Teil d'accord wären. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass die einzelnen Corona-Mesuren nicht auf einmal für andere Bereiche gelten und darüber schwappen. Wir wissen alle, dass der Coronavirus es nicht mehr verlässt. Mit den schon bekannten Varianten, als sicher auch nach neuen Varianten, werden wir in der Zukunft müssen leben. Wir brauchen dafür ein gut funktionierendes Gesundheitssystem und da gibt es auch eine Reihe Probleme. In dem Kontext ist es auch wichtig, dass wir weiterhin effikace Medikamente forschen und dass die Medikamente von der WHO und der EMA akzeptiert gehen und dass sie dann auch sehr an den Einsatz kommen, was ja auf freiliche Weise weh ist. Und natürlich muss man die Covid-Kranken versuchen, denen Gesunden helfen, sich zu schützen, besonders durch freiwillige Impfungen, und die Leute, die Long-Covid leiden, so gut wie es geht, unterstützen. Daher bekennt sich uneingeschränkt zur Solidarität am Bereich von der Krankenkasse. Die war eine Zeit nicht mehr da. Nur im Prinzip von der Solidarität bezielt jeder hier am Land, jeder, das sie mir all, auch für die Leute, die da lange krank sind, durch Schwimmen, da müsst ihr das auch gerne gehen. Jeder bezielt für Accidente bei Freizeitaktivitäten, am Sport und sogar am Extremsport.
mis dat Joch gerne gin. Jidre bezielt ich Konsequenze vun Autos a Wëllersaccidenter a mis dat Joch gerne gin. Da Dir will doch kein Impfpflicht, a kein Druck op die Lekt ausüben, die als wat vergrünnt auch immer für sich desideieren, nicht will geimpft zu gehen. Das hier recht und das respektieren wir. An unserer Gesellschaft soll es nicht prinzipiell kann frei desideieren, ob sie sich wollen impfen lassen oder nicht. Freiwillig stehe ich eben auch, dass kein Druck soll auf Lekt ausgeübt gehen, auch kein moralischen. Da der als für Impfungen, aber eben ohne Druck, bloß man nicht vergessen, dass all die Impfstoffe, die sie benutzt gehen, wohl ganz gut Dings gewesen, aber ob es lohnt, wenn eine provisorische Zulassung haben. Muss ich noch wissen, dass es auch bei Impfungen zu mehr oder minder schweren Nebenwirkungen kommen kann, am schlimmsten Fall, es kann auch zum Tod führen, was wissenschaftlich dokumentiert ist. Übrigens will ich schnell mit Förderung von der RDH wiederholen, dass die Impfpflicht definitiv muss vom durchziehen. Ja, der ist erwerb für freiwillige Impfungen und nicht für eine Impfpflicht. Geimpfte Leute mit großer Wahrscheinlichkeit wollen deutlich schwangeren Krankheitsverlauf, was sie die Covid kriegen, mehr sind aber nicht zu 100% immun, also sie kann noch den Virus wegdrehen. Bloß als weg dagegen den Covid kämpfen, aber für alle als Gesellschaft zurück an Normalität feiern, an Freiheit von den Leuten, so sehr wie möglich integral retablieren, aber leider nicht als Gesellschaft blicken. Da möchte ich uns groß suchen. Für die Zukunft muss man lernen, mit Corona so normal zu leben wie nimmer möglich. All die Einzelmaßnahmen müssen immer proportional rational zu begründen sind. Liebe man muss sehen, wo der Moment das Risiko vom Covid stark aufgeholt hat, auch an Zukunft denken, an eine auf Zukunft Infektionswelle verbreiten. Vielleicht, dass der Covid war, vielleicht haben wir noch eine Pause. Alles das wissen wir nicht. Aber wir dürfen auf alle Fall als Hände nicht an der Schoß legen. Unserer Meinung nach muss man nur in reifer Punkten an aller Ruhe überdenken. Muss man nicht lehren aus den letzten 2 Jahrzehnten. Ich war am Anfang bei den Lehrern, die man müssen aus den letzten Jahrzehnten an der Förderung von verschiedenen medizinischen Assoziationen angehen, die konkret Verbesserungsvorschläge gemacht haben, geäußert haben. Muss man nicht auch Prioritäten überdenken, wenn es um die Kranken an ihrer geht, und natürlich auch um die Leute, die an ihrer letzten Lebensphase sind. Es muss unserer Meinung nach ein Bild gemerkt von den letzten 2 Jahren, wie ein Impact hat der Virus, aber auch die Maßnahmen von der Regierung, ob als Gesundheitssystem, ob als Servicefeld, ob als Betrieber, ob als Gesellschaft, ob als Mentalgesundheit, ob als Grundrechte, an als soziales Leben, Zusammenleben. Wo haben wir richtig reagiert, da konnte Schlimmeres verhindern. Ein Weg größer als der Schaden, den durch übertrieben oder falsche Maßnahmen entstanden ist. Das alles soll man an aller Ruhe überdenken. Das gilt auch allgemein für die sozialen Kontakte. All das Frauen verdienen es, dass wir uns mit ihnen nach einmal an aller Ruhe beschäftigen. Wir müssen in Zukunft besser vorbereiten, aber auch kritisch und an aller Objektivität auf Vergangenheit zurückgucken. Die physische Gesundheit, besonders bei den Jungen, hat stark gelitten. Psychische Erkrankungen sind nach Luft gegangen. Hier muss nur geprüft gehen, ob all die Maßnahmen, die zu viel sozialer Isolation gefordert haben, nicht disproportioniert werden. Man muss diskutieren, zusammen mit Wissenschaftlern von allen Bohren, wie rechtlichen, finanziellen und ökonomischen, auf vor allem menschlichen Schaden Covid-Maßnahmen in unserer Gesellschaft verursachen. Man muss noch wissen, was richtig war und was falsch war. Aber was man nicht mit der von so einer Krisensituation machen dürfen. Nicht mehr, wenn wir ein Bild machen, kann man in Zukunft auf eine ähnliche Situation vorbereitet sein.
Und mit denen natürlich hoffen, dass die nicht mehr so sehr könnt. Liefern, der Covid darf nicht weiterhin keine als Gesellschaft treiben und das an uns all, für das wir im Alt weg nicht zusammenfallen an diesem Menschen. So nicht merci für Aufmerksamkeit.